Hi Kid Rap. Servus, Alter, alles klar. Servus, ja voll. Bin mega gut drauf an sich. Ja. Warum? Weil es jetzt Bier gibt. Das mein Ding ist, dass er leise ist. Ja, wurscht. Nein, das passt schon. Hey, was so ist. Mal dabei mit Bier auf. Das passt schon, oder? Hallo, servus, grüß dich. So, friss das. Schweinebacke. Also das macht was so, das Ding. Passt zu dir? Sind wir fein? Dann muss jetzt der Bier aufmachen. Ja, das war schlimm. Ich war heute Mittag eben schon bei meiner Oma beim Essen und hab da ein Bier getrunken und das war so gut, das Bier. Ich hab gesagt, meine Oma richtiger Schönraumer-Fan. Prost. Prost. Das ist übrigens auch das, was wir hier trinken, ein Schönraumer Hell von der Brauerei Schönraumer. Aus Schwaram. Aus Schwaram, man nennt es auch das Grüne. Ja. Kommt unbedingt vorbei. Dann, wo Halloween ist, 31. Oktober, oder wann ist das? Sind wir beim Bierpong-Turnier wieder vertreten und werden euch wieder komplett nass machen. Ja, und so wie es ausschaut, komplette Band und der DJ Harper. Ah ja, super. Ja, der will auch noch jemanden mitnehmen. Also alle, die bei Los Brutalos bei den Auftritten dabei sind, werden vor Ort sein. Nächster Tierfakt. Bienen können zählen. Studien zeigen, dass sie bis mindestens 4 zählen können und sogar das Konzept 0 verstehen. Das Pudelzeug der Biene, das sagt, wow, du bist echt eine 4 von 4. Macht Sinn. Ja, weil kann ja nicht weiter. Ja. Ist halt schwieriger, gell? Du kannst halt nicht so feine Abstufungen treffen dann. Nein. Aber mein Gott, das war das. Wochenrückblick, sollen wir gleich erzählen, wo wir eigentlich aktuell sein sollten? Ja, eigentlich wollten wir unseren Mustang abholen, aber leider hat das nicht so wirklich geklappt. Sagen wir so, Zug war gebucht gewesen, Zug ist bezahlt gewesen, aber dann hat uns der Verkäufer angerufen und hat gesagt, springen wir jetzt leider irgendwie doch nicht mehr so 100% an, aber war anscheinend die abgeklemmte Batterie, sagt er. Alle Leute, die mir das Video gezeigt haben, sagen, das war auf gar keinen Fall die Batterie, weil er Kurbit hat. Ja. Er hat Kurbit, Kid Rap. Also ich tippe natürlich ganz klar auf den Vergaser oder dass er eben kein Benzin kriegt. Ja. Oder? Eins von beiden. Ja, das waren auch meine zwei Dinge gewesen. Ja. Ja. War eigentlich voll geil gewesen. Wir wollten, also passt auf. Ich habe noch einen Termin gehabt gestern und habe da schon eine halbe getrunken. Dann wollten wir zur Bandprobe fahren, sind wir auch. Wollten uns da auch schon, sage ich mal so, eigentlich habe ich da schon geplant, dass wir dann so 3, 4 trinken an einer Bandprobe. Dann hätte uns der Harry direkt an den Bahnhof gefahren, dann hätten wir da locker noch 2, 3 getrunken. Und dann dass wir dann im Zug um 0 Uhr bis 8 Uhr richtig angenehm schlafen können. Und dann haben wir uns das Auto angeschaut, wir kennen uns ja sehr gut aus mit Autos. Hätten gesagt, ja, ist top so. Kaufen wir wie gesehen. Ja. Es bedarf keiner weiteren Untersuchung. Nein, verhandeln auch nicht. Überhaupt im Gegenteil, ja, sondern Hier nur für die. wieder danke fürs Abholen vom Bahnhof. Ja. Und dann waren wir 8, 9 Stunden in diesem Auto gehockt, waren jetzt noch nicht da. Ja. Aber ich schätze, jetzt war so der Moment, wo wir langsam unser Bier aufgemacht hätten. Ja. Wahrscheinlich waren wir jetzt so Nürnberg-Höhe, schätze ich mal. Ja. Wo waren wir deiner Meinung nach zum Essen rausgefahren? Also ich schätze, wir waren. Ja, Mac Ich schätze, eine KFC Kleinigkeit erst oder einmal sowas. gefrühstückt und dann hätten wir um 2, 3 nochmal gescheit Mittagessen können. Ja. Also entweder wir haben gesagt, auch mehr zur Feier des Tages sollten wir uns was Gescheites auf dem Weg, irgendein Restaurant auf dem Weg, keine Ahnung. Ja. Nach welchen Bundesländer man da fährt, wenn man Richtung Nordrhein-Westfalen fährt. Ja. Ja. Oder wenn man gesagt hat, nein, wir möchten durchorgeln, dann vielleicht tatsächlich einfach nur was Schnelles bei Mac ist oder Ja, machst du KFC. machst du einfach nie was verkehrt. Also ich bin Nordsee. schon Nordsee, ja klar. Ein Schrimpsbrötchen. Ja. Warum nicht? Ja, und jetzt bin ich die ganze Zeit überlegen, oder wir sind am überlegen, also ich gebe das Auto noch nicht so ganz auf. Also jetzt ist der Moment, wo man was am Preis machen kann. Ja. War vorher für 5 drin. Ich glaube, dass wir den 3. locker auf 3 runterkriegen dann, weil wir wissen nicht, was fehlt. Nein. Und ich sage immer, was ist der Worst Case? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ja, vor Ort einfach anschauen lassen. Vielleicht dann am Tag abholen, wo es nicht so wahnsinnig heiß ist. Und wenn er doch Müll ist vor Ort, dann hat der Kid Rap gesagt, liegt der Kölner auf dem Weg. Ja. Oder Oder? Frankfurt. Und Frankfurt. Ja, da kommen mehrere. Dann bleiben wir einfach eine Woche. Ja. 3 Nächte Köln. Ich muss aber am Frankfurter Hauptbahnhof, ich möchte das Elend einmal mit eigenen Augen sehen. Ich möchte wissen, ob es wirklich so ist, wie es in die Dokus und in den ganzen Dingen geschildert wird, oder ob es so ist wie mit Malle. Und wenn man da ist, ist es gar nicht so asozial. Also
mein Gefühl sagt mir, dass es schon, dass ich erst gekocht vergessen Ja. hier. Aber muss man mal hier. Ich meine, wir waren schon in Nola. Ja, Wir waren in Chicago in der Hood. Ich war im Bryant Park in New York. wir waren im Township, Kenia, ja. im Township am tiefsten. Und es ist alles super gegangen, weil wir überall gesoffen haben. Und das ist das Geheimnis. Ja, du connectest mit den Leuten. Ja. Weil du kommst aus Weißer hier nach Kenia und denkst, und die denken sich, das ist gewiss ein Arschloch. Ja. Und dann saufst du ein warmes Bier und sie denken sich, oh, Ja, wow, das ist sympathischer einer von Typ. uns. Ja, Ja. schon. Und das haben wir getan. Ja. Nicht zu knapp. Nein. Also, falls jemand ein Auto übrig hat, mal so einen Oldtimer, der so ein bisschen, ja, in dem Assi-Typen reinpassen darf. Ja. Also richtige Proleten. Also, ja, so ab so aus die 80er Jahre irgendein Auto, Ford Mustang GLX haben wir uns eben angeschaut. Kann aber alles andere sein, von mir. Also ein Manta, ein, was weiß ich. Ja. Oder Ich habe, glaube ich, heute noch einen sehr, sehr hässlichen Fiat Cabrio gesehen, aber der war jetzt, also gleich war der war halt lustig Cinquecento. hässlich, oder? Ja. Mhm. Du, Ja. anschauen kann man sich mal. Ja. Ansonsten, Mai, was ist noch passiert die Woche? Jetzt haben wir ein freies Wochenende, gell? Oder? Nein, wir haben Glück. Am Freitag haben wir Wir Glück. hatten ein freies Ja, Wochenende. ich glaube Das schon, war's. oder? Ja. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Nix, glaube ich. War voll, stimmt, da ist einfach nichts passiert das Wochenende, bei mir zumindest. Nichts Nein, war offen, war nichts. voll War geil. nichts offen, oder? Smashburger habe ich gemacht. Hast du die Grillplatten schon Ja, ausprobiert? das haut nicht gescheit hier. Nicht? Das ist dick, die wird nicht heiß genug. Ah, hast du einen Gasgrill? Nein, ein Nein? Kohlegrill. Also irgendwie, ich weiß nicht, meine Grillfläche jetzt klar ist. Also ich habe die Platten gesehen, die ist saudünn. Ja, Ich habe so eine Gusseiserne und die wird schon heiß. okay, nochmal vielleicht noch. Kannst du die Kohle Ja. vielleicht aber näher hin tun noch? Kann ich, Oder ja. war schon ganz nah dran? Ja, es hat jetzt gezischt, aber hat irgendwie. Okay. Also nice. das Hackfleisch hat dann extrem viel Wasser verloren. Mhm. Das ist nicht gescheit abgelaufen und dann ist er einfach nur sehr batzig von der Wie Burger. frustriert warst du? Sehr. Das macht mich brutal sauer, wenn Ja. ich mir was einstehe und dann Ja, alles hätte ihn herrichte. einfach in der Pfanne gemacht, war tausendmal Da- besser da- geworden. Und auch viel weniger Aufwand. Also ein Burgergrill, muss man schon ehrlich sagen, ist eigentlich, wenn du nur Burger machst, eine totale Ressourcenverschwendung. Wenn du Kohle verwendest. Ja. Ja, brutal. Ja. Also Denken wir jetzt sowohl mal wieder. Zeit, Kohle. Es ist auch alles, Ja. also es ist so viel, also ein Burger machen sie so viel einfacher einfach drin. Also Ja. einfach, weil also Bacon in der Pfanne oder Bacon im Airfryer musst du mir machen. Ja. Der Wahnsinn, hast du wahrscheinlich schon gemacht. Ja. Werden einfach immer perfekt, dann das ganze Zwiebeln anbraten. Du brauchst eigentlich für alles so eine Platten. Ja. Aber ja, ich koche halt einfach gern draußen. Ja, das ist schon geil. Letztes Mal ist mir irgendwie ein Video eingespült worden, wie jemand aus Europaletten ein Outdoor-Kitchen gemacht hat. Und du kennst ja meine Wohnung. Und das Ja, gut reingepasst. ja, schon, ja. Ja, insgesamt ist halt meine Küche direkt am Balkon, also macht es eigentlich fast keinen Sinn, also dass ich dann draußen bin. Ich kenne halt auch die Fähigkeit, Europaletten zu was Coolem umzubauen. Ja. Von dem her soll ich das schon überlegen. Ja, Aber ja, ich habe mir dann viele Tutorials angeschaut, wenn man gescheit Smashburger macht. Eigentlich ist das einzige Geheimnis scheinbar, also du sollst kein Öl verwenden und dass du einfach die ganze Zeit Vollgas draufdrücken musst, dass er halt wirklich diese Krusten kriegt. Ja. Aber ich finde es schwierig, für viele Leute Smashburger zu machen, weil du Ja. machst ja dann sowieso schon einen Doppeldecker. ja, Und dann müsste die ja, also so viel Platz habe ich gar nicht, dass ich da auf alle immer gleichzeitig draufdrücke. Das ist ja, voll ja wack. deswegen gibt es ja für manche ein Gewicht. Ja. Aber du musst wenn du jetzt 4 Burger machst, musst du 4 so Gewichte kaufen. Ich Hau bin ich meine aber- Kettlebell auf. Ja, ja, schon, weil wirklich. Ich bin am überlegen, ob man nochmal so eine Platten kaufe. Also noch 3 so Platten, Ja, die dann drauflege und da ein Gewicht drauf, weil dann Ja. das müsste das ziemlich gut abwichsen. Ja. Aber trotzdem, bei mir hat es gut gehauen Ja. und Smashburger hat mein Burger Game nochmal verändert. Ich mag es einfach 1000-mal lieber als Ja. diesen dicken Burger. ja, ist eine Hätte gute ich's. Entwicklung auf jeden Fall. Ja, also, naja. Also auch wenn wir Burger essen gern, ich darf eigentlich nur noch Burger essen, wenn es heißt, da gibt es Smashburger. Ja. Ist der Five Guys, ist das nicht ganz Smashburger? Ich glaub oder? schon. Ah, geht in die Richtung auf jeden Geht, Fall. ja. Thema der Woche, deutsche Touristen. Okay. Sind wir Deutschen schlimm im Urlaub? Ich glaube mittlerweile, also ich glaube, wir entwickeln uns positiv zum Teil. Ich glaube, dass wir schon offener werden, jetzt wie die älteren Generationen zum Beispiel. Wir gingen, glaube ich, auch nicht mehr mit einer Selbstverständlichkeit nach Italien und denken, dass da alle Deutsch reden. Wie es jetzt, glaube ich, die Generation von unseren Eltern schon noch macht. Ja. Also die gehen stark davor aus, dass in Italien, Kroatien, alles, was da so
angrenzt. Aber Australien. kennen es halt ja auch wirklich meistens. Ja, aber die Junge, also wenn du an die ganzen Touri-Gegenden bist. In Jesolo keiner mehr Deutsch geredet. Echt, oder? Die Jungen haben alle nur Englisch geredet eigentlich. Ja. Frechheit. Ja. So ein Kerl hat schon noch ein bisschen Deutsch geredet. Ja. Tja, scheinbar brauchen sie unser Geld nicht. Nein. Ja. Also ich habe gute Erfahrungen, also wenn ich es so beobachtet habe. Ich finde, wir Deutschen sind eigentlich manchmal schon auch relativ freundlich, so zu den Leuten. Ja, also ich glaube, du kannst halt auch nicht einfach auf Deutsch runterbrechen, sondern es sind einfach verschiedene Schichten. Also die schlimmsten Leute im Urlaub, wo ich bis jetzt beobachtet habe, und das ist Russen. Ja. Russen sind die unangenehmsten Menschen im Urlaub. Ich habe, glaube ich, noch nie aktiv Russen im Urlaub mitgekriegt, aber ich höre sehr viele Geschichten über Russen. Also das ist ja kein Vorurteil, was ich gehabt habe. Bei mir ist das scheißegal. Aber ich habe es in Ägypten mitgekriegt, wie die Leute wie Scheiße behandelt haben. Und ich glaube, dass deswegen auch die Ägypter relativ abgefuckt waren, weil da waren nur Russen da, weil die haben, glaube ich, in der Corona-Zeit früher schon wieder weg dürfen. Die führen sie echt ganz, ganz schlimm auf. Ihr Essverhalten ist absolute Katastrophe. Das sind die Leute, die am Buffet sich 6 Teller holen. Ja. Und davor 20% essen und dann wieder losgehen. Ja. Und dann, aber das stehen lassen und dann einfach gingen. Also ich verstehe, wenn man viel probieren will, aber dann nimm halt ein bisschen was und nimm nicht, wenn es gerade einen neuen Topf mit Lasagne bringen, 8 Stückel und frisst dann noch eins. Ja, das macht mir richtig sauer. Also, was mir an die Deutschen nervt im Urlaub, ist die Nörgelei immer. Also, oder beziehungsweise diese, ich meine, ich fahre ja in Urlaub, ich fahre in ein anderes Land, das haben wir nicht alles, das wie bei uns. Ja. Aber die Deutschen ist halt deswegen sind ja auf die italienischen Campingplätze, ich weiß, du bist ja eigentlich nicht auf Campingplätze, aber da ist ja dann die Regularien mit Nachtruhe. Das ist nur wegen die Deutschen so, die Italiener, weil das doch scheißegal, das sind Südländer, du kannst ja. Nein, aber die Deutschen, die setzen das natürlich durch. Das ist Das ist mir in Spanien passiert, weil die haben ja komplett anderes Schlafverhalten wie wir, da jetzt mal sagen, auch am Campingplatz gewesen. Ja. Und dann wir halt so unser Leben gelebt, wenn wir halt so unser Leben leben. So um 6 sind wir halt schon gegessen. Ja. Dann noch 15 Bier gesoffen. Jawohl. Dann hat hier gibt es nicht mehr viel zum Tor. Saufen wir weiter Bier. Ja, und dann waren wir schon relativ am Ende von der Reise schon auch gut durch. Und war kurz vor Lorette. Deswegen haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir heute mal Start, gehen wir um 11 Uhr ins Bett. Und dann liegen wir so eine halbe Stunde im Bett und dann ist es losgegangen. Dann hat man so gehört, wie die Leute gerade, wie die Teller raus. Dann haben die da um halb 12 Uhr haben die da das Grillen und das Essen angefangen. Eine Lautstärke, da habe ich mir gedacht, hör mal. So, ich komme gleich raus hier. Ja. Und die haben da richtig, richtig schön Party gemacht. Geil. Also auch Junge, oder? Nein, aber normale, also waren mehrere Leute, waren richtig viele Leute dann, also eine ganze Familie oder mehrere Familien. Das waren bestimmt Zigeuner. Ja, nein, ich glaube nicht. Waren es Zigeuner? Nein, ich glaube nicht. Nein. Es waren Spanier, glaube ich. Ja, das spanische Zigeuner. Ja, Zigeuner darfst du schon noch sagen, ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Was sagt man dann, Sinti und Roma jetzt? Ich glaube, ich habe irgendwann einmal gehört, das ist auch nicht cool. Nicht? Ich glaube, ich habe mal gehört, aber ich weiß, ich glaube, du kannst es die Leute auch nicht recht machen. Deswegen benenne ich es gar nicht. Nein. TikTok sportlich. TikTok und so weiter sportlich, Ja, und dann haben wir uns halt dann auch nochmal, weil es war zu laut. Achso, ihr seid jetzt wirklich aufgestanden wieder und habt es am auch gesoffen? Ja. Stark. Wie schlimm, also wie lange habt ihr das probiert? Weil es ist ja brutal schlimm, wenn eine Pause dazwischen ist. Ja, wir haben halt dann auch ein bisschen geratscht und haben irgendwann gesagt, gut, was ist das? Es hätte auch keinen Sinn gemacht. Das, wie lange ist es dann gegangen? Also ich glaube, wir haben dann schon noch so 2-3 Stunden auch gesoffen, dass wir halt unseren Rand, da haben wir dann halt Schnaps getrunken. Ja, klar, weil schneller aus. Irgendwann bringt es nicht mehr rein, ja. Und dann, glaube ich, sind wir um 2 oder so ins Bett. Ja, Lorette, muss ich sagen, mir hätte ich schon noch mal einen Drachen jagen. Ja. Ich war ja erst einmal auf Malle, aber so die ganzen Party-Hochburgen, da meine ich, bin jetzt gerade im rechten Alter. Ja. Nein, einfach die jungen Leute sagen, dass der Opa auch noch drauf hat, dass er auch noch tanzen kann, dass er auch noch, sag ich mal, sich die Nächte ums Ohr hauen kann. Ja, aber dann können wir dann nur mit einer Geldklammer. Ja, schon. Da haben wir gar kein Geldbeutel mehr mit, sondern Geldklammer. Was ist die Art und Weise, wie du gern altern darfst? Also, erstens, wie denkst du, dass du aktuell auf die junge Generation wirkst? Jetzt nehmen wir mal die Musik, lassen wir mal außen vor. Und was darfst du gerne nach außen, wie darfst du gerne nach außen wirken? Ich schätze mal, du machst da nicht allzu viel Gedanken. Nein, gar nicht eigentlich. Aber wenn du jetzt drüber nachdenken müsstest. Cool. Möchtest du der, okay? So Hip, der hippe Onkel. Ja.
dahin bis heute Nein, ich finde es immer positiv, wenn die Leute mich lustig finden. Das mag ich auch gerne, ja. Also wenn die Leute die lustig finden. Ja, sonst ist mir scheißegal. Also ich glaube, man sollte sich einfach auch nicht so viel Gedanken machen, wie man da wahrgenommen wird. Ja. Also ich gehe immer positiv von mir selber aus. Ich habe das nie gehabt, dass wenn jetzt jemand, wo ich mit 19 im Rocks war oder so, und das war jemand älter, habe ich mir nicht gedacht, was macht denn der da? Aber das sind wir Ausnahmen. Schon? Wir haben ja, ich behaupte ich, also wir haben ja auch schon immer gern mit meinem Dad gesoffen. Ja. Also uns war Alter schon immer wurscht. Mein Dad hat das auch eigentlich ziemlich gut immer hingekriegt. Ja. Grundsätzlich, dass man gern um sich hat, egal wie groß die Altersdifferenz ist. Und ich glaube, der Zauber ist wirklich, es nicht zu probieren, also nicht zu versuchen, weil ich meine, es ist einfach eine andere Generation. Und wenn ich mir jetzt da 6 Wörter von einer aneigne, dann kommt das wahrscheinlich ziemlich cringe rüber. Und dann ging die Crash Out. Ja, und dann geht es komplett Crash Out. Ja, Alter, 6, 7. Ja. So Zeigel. Da bin ich mal, also ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel klar fest und flauschig hast, du, glaube ich weiß nicht, ob du das mal eine Zeit lang gehört hast. Ja. Irgendwie finde ich, haben die das trotzdem relativ gut hingekriegt. Die sind ja beide uralt. Ja. Aber dadurch, dass sie so im Geschehen sind, habe ich es denen abgenommen, dass sie auch neuere Begriffe verwenden. Ja, also es ist ja manche Sachen, ja. ich meine, durchs Internet. Was ich nicht glaube, dass sie durchsetzen wird. Das Internet? Nein. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, aber trotzdem, sagen wir, gehen wir mal von der Utopie aus, dass es funktioniert. Ja. Dann kriegt man ja viel mit. Also es passiert eigentlich, es kann nicht mehr passieren, dass jemand so gar nichts mitkriegt. Also du bist komplett Nomade und nicht online. Du kannst dir halt das Prinzip dagegen stellen. Ja. Das ist halt dann auch lächerlich, aber... Ja, ein paar Sachen, die passieren ja so schleichend, so wie bei uns ein paar Boomer-Aussagen, die wo man am Anfang so als Witz macht. Und jetzt halt einfach, ich bepiss mich, wenn einer von euch so als Boomer... Und so ist es ja mit neuen Wörtern, so sagst du ab und zu, sowas wie Crash Out. Das was sagst du ein paar Mal als Witz und dann beim nächsten Mal sagst du, ich war beim Autofahren und bin voll Crash Out gegangen. Ja. Wallah Habibi. Ja. Ja, kann passieren, stimmt schon. Ja. Gut, jetzt sind wir vom Thema abgekommen, Entschuldigung. Ja, und du, wie möchtest du wahrgenommen werden? Und reich noch. Ich will reich wahrgenommen. Weil du hast das mit der Geldklammer gesagt. Ja. Ich war schon gern der mysteriöse 40-Jährige, der sich besser kleidet als die jungen Hurensöhne mit einer Geldklammer und der einfach reich ist. Also ich stelle mir, eigentlich das mal wie als Junge mehr hat, wenn dann, dass die Leute auf mich zukommen. Aber ich finde, es ist, also insgesamt, also ich möchte nie so ein Typ werden, der sich an andere Leute so roh wanzt. Nein, ich glaube, aber das du musst schauen, wo ist die Energie im Club. Ja. Wie der Flair schon gesagt hat, so, Stimmt. wo ist die Energie? Ja. So, wenn er sich gerade eine Flaschen kauft, dann kommen ein paar Fußballer und kaufen sich 2, dann kauft er sich, geht er zu Fabio und sagt, mach guten Damit Preis. die Energie nicht so bei einer Ja, ist. und dann holt er sich 6 Flaschen. Ja. Dann musst du das dann auch machen. Ich glaube nicht, dass er sich das aktuell leisten kann. Wahrscheinlich nicht. Er hat jetzt Casino-Stream jetzt auch. Also Okay. von dem her. Sein er und der Basselt dann Hengst noch gut miteinander? Ich glaube, keiner ist mit dem Flair mehr gut. Ich glaube, der So hat schaut Psychose mittlerweile. Das ist echt schade. Also, Flair, wenn du das sagst, ich hab die echt gern mengen. Wir rufen uns an. Aber du Wir schaust, helfen da. ja, wie gesagt, du kannst gern Feature kriegen oder so. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich aktuell mehr monatliche Hörer als du. Das war zu geil, aber ich glaube Nein, haben wir nicht. Ich Also glaube, ich der hat zu viel, aber wir sind schon nah dran. so 400.000, 500.000 wird er schon haben. Diese Lachen um. Nein, Aber wir spielen heuer auf jeden Fall. mit dem Flair. Nein. Mehr Konzerte In als einer er. größeren Location wie er jemals. Ah ja, krass. 20.000 Fans uns noch. Ah, 366.000 hat er. Ja, das ist easy jetzt, wenn jetzt die nächsten Songs dann droppen. Gar kein Problem. Was schaust? Er hat nur ein Also Katja Krasewitsch-Feature, das hat 19 Mille Streams. Und sonst hat keiner von seinen Songs also kein Solo-Song von ihm hat so viel Streams wie Meister Eder. Tja, mein Gott. Tja, Flissmaster. Aber keep on trying. Ja. Kopf hoch, ja. Krone richten, weitermachen. Nein, Aber dafür hat er bei der Dome gespielt und wir nicht. ja, nein, damals. nochmal hier. Ehre, wem Ehre gebührt. Wird das Leute nicht in unsere DMs, da musst du echt aufpassen. Ja, na, fuck. Da setzt der Kopfgeld auf uns aus, einfach so. Ja, Ja, aber wovon bezahlen? Scheiße, das bleibt, wenn jetzt Sabrina sich diesen Podcast anschaut. Ja. Dann wird zu 1000% die Stelle raussuchen. ja. Und dann werden zu 1000% unsere Follower einen Flair markieren und dann leidet in unsere DMs. Aber ich zeig den Kerl an. Ich schwör's dir, ich klag die Scheiße aus ihm raus. Ja, das ist halt das Praktische, dass der Flair halt
sehr, sehr viel droht, aber noch nie irgendwo war. Also er kann was passieren wäre, dass wenn der Flair uns auf den Kicker hat, dass er ein Kopfgeld auf uns aussetzt. Und Wie hoch? ja, schon 3.000, 4.000 Euro. Dass er unsere Adresse kriegt zum Beispiel, oder kann er einfach in unser Impressum schauen. Schon, ja, schau einfach vorbei. Aber Da muss er wohnt ja gerade in Zypern, glaube ich. Sauft ihr? Ich glaube ein bisschen, aber nicht so. Also nicht richtig. Flair Friedensangebot. Ja. Jetzt haben wir uns gerade komplett gestritten. Ja. Komm vorbei gern, Adresse, ich muss kein Kopfgeld aussetzen. Wir schicken es da einfach durch, kommst vorbei. Dann reden wir über die alten Zeiten, Neue Deutsche Welle, geiler Song. Haben der Kitty und ich im Bus, haben unsere Kopfhörer geteilt, haben wir gehört. Ja. Dass du jetzt ein bisschen abgestürzt bist, mein Gott, ist für uns nur ein Blick in die Zukunft. Ja. Also alles cool, weiter so. Thumbs up. Ja. Was ist das Schlimmste, was Deutsche im Urlaub machen? Das haben wir schon ein bisschen gesagt. Also nörgeln, Ja, trotzdem Plätze, unhöflich sein. Unhöflich, ja gut, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist einfach nicht so Ja, es ist kein Deutsch, Ding. nein, das machen viele Leute. Also, ich meine, haben wir ja auch schon drüber geredet, der Typ in Bangkok auf dem Dinghotel, keine Ahnung was das war, Inder oder Pakistaner oder irgendwie sowas, der wo die Bedienung auf dem Ding behandelt hat wie Scheiße. Dieser Hurensohn, ja. Und stimmt, ja. Finde ich, er ist immer schwach, wenn jemand nicht zu dir ist. Und das sind ja Servicekräfte oft einmal, klar, oft auch nicht, aber na. Das war wirklich ein richtiger Hurensohn. Ja. Wir sollten mal wieder unsere Podcasts anhören, kurz nachdem wir irgendwo waren. Ja. Weil wir erzählen ja schon relativ detailliert, glaube ich. Ja, aber ab und zu, ich finde, du brauchst ab und zu so ein bisschen, dass du das verarbeiten kannst. Also wenn wir jetzt halt einen Podcast machen, gerade, dass wir aus Thailand raus sind, hast du noch gar nicht alles verarbeitet, was da so passiert ist. Das kommt dann alles immer erst so peu à peu und vor allem, wenn es dann wieder in einer größeren Gruppe drüber redest, dann... Ja, deswegen muss jetzt bald wieder Thailand her. Hilft nichts oder irgendwas Cooles. Ja. Wann haben wir das so angedacht gehabt? Ja, Oktober, November. Oktober. Ich muss mit meinen Ärzten abklären. Ja. Ob das fliegen darf. Ja. Aktuell. Also was ich hasse, ist natürlich das Reservieren von Liegen. Ja. Oder allgemein von Plätzen, also das Handtuch-Game, aber das haben, glaube ich, eben nicht nur die Deutschen. Aber es sind da schon Spitzenreiter. Ja. Ich hasse an Deutsche, dass sie sich so im Urlaub also extrem an Zeiten halten, weil ich war auf der AIDA heuer und stimmt. Und da gibt es ab 6 Uhr gibt es Abendessen und ich bin jemand, ich schaue halt nicht die ganze Zeit auf die Uhr und habe mir gedacht, jetzt kannst du mal so Abendessen gehen, das war halt 5:45 oder so, wollte halt da zum Essen gehen, weil wir gerade angekommen sind. Aber alles voll. Ja, alles war voll. Und ich schwöre dir, dass um 10 vor 6 die Leute vor diesem Ding stehen und warten. Und dann um 7:30 ist keiner mehr da. Na, ja. Weil wir gerade über Spanien geredet haben, das ist genau meine Mentalität. Man sieht es mir, ich bin ja ein südländischer Typ. Ist ja kein Geheimnis. Na. Aber einfach dieses Spatessen und dieses Langessen. Also, du weißt, ich kann nicht viel essen, aber ich kann ja kleine Häppchen essen. Also dieses lang zusammenhocken, essen, saufen. Ja. Ich bin auch am Überlegen, mal ein bisschen mehr, ich möchte gerne ein bisschen mehr ans Weingame einsteigen. Okay. Also jetzt vor allem zum Essen dazu ist das so geil. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich damit verbringen will, aber hätte ich mal Lust. Also nicht als Ersatz, sondern zusätzlich. Nein, Wein schmeckt mir nicht. Also ich habe schon mag ich schon. einige probiert. Gar nicht? Also so, dass also nicht so, dass ich dafür Geld ausgeben hätte. Also alles, was dann über 3 Euro kostet. Ah, okay. Nein. Ja. Nein, macht keinen Sinn. Also vor allem, weil ich ja hier schon mein Lieblingsgetränk gefunden habe. Voll. Und klar, wenn man jetzt sagt, man geht irgendwo nach Südtirol in ein Weingut, dann bin ich dabei. Aber wahrscheinlich um 10 Uhr raus, weil ich es mir reingeschüttet habe. Ja. Nein, also Wein könnte man schon vorstellen, dass ich mir ein bisschen reinfühle. Sonst du kannst einen Lambrusco trinken. Ja, das klingt mir komplett. Lambrusco ist ja sprudelt, ja. Ja. Weißt du warum? Nein. Ja, nicht. Weil es geil ist. Ja, weil es muss. Ja, schon, ja. Ja, schöner kalter Lambrusco, das tut es für meinen Bauern schön. Also, ja. Und Zeug. Was sauft man im Sangria? Sangria. Ja, das mag ich auch nicht. Sangria ist aber, sprudelt der? Nein. Das ist einfach nur Rotwein. Ja. Aber der auf den habe ich schon halt. so oft gekotzt. Ja, glaube ich. Ja, auf Wein kotzen. Also Wein ist halt, wenn es ein bisschen zu viel, also ich glaube, wenn du Sodbrenner hast, ist halt Wein ein Albtraum, so säuretechnisch. Aber gut. Nein, war echt schon ein viel Weinfestel und alle, der ist echt richtig gut. Und die trinken und denken mir so,
Geht. Knapp am Essig vorbei, aber okay. Okay. Hey, du bist mir der liebliche Typ, glaube ich. Ja. Du brauchst die Lieblichen. Ich stelle dir mal eine feine aus. Weil ich komme brutal gut Meine aus. Oma war mit einem Weinhändler zusammen, da ist scheiße geschmeckt. War das, wo du 18 Flaschen, die habe ich aber gern mengen. Ja, der Aber die war haben dir auch nicht sausier. geschmeckt, oder? Ja, war wie ein Traumsaft eigentlich, mehr oder weniger. Ja. Du hältst die Flaschen sehr aggressiv, wenn ich das so sagen darf. Das ganze Thema sauer macht. Ja. Woran erkennt man im Ausland sofort einen Deutschen? Also, Die schlechtesten Klamotten auf der Welt. Ja. Das schaut so scheiße aus, alle mit ihren scheiß Multifunktionsklamotten, ihr Spasten. Das ist so schlimm. Ich schaue mir so dafür, wenn ich in Deutschland bin, wenn ich merke. egal wo bei den Deutschen da sind. Das ist, und jetzt zeige ich mir schon nicht gut an. Und dann, ich meine sogar die Italiener, die wo sie nicht gut anziehen, sind viel besser anziehen wie die Deutschen. Italiener, die ziehen sich ja so geisteskrank gut an. Immer Multifunktion, viel zu viele Deutsche tragen Sandalen. Was ist da los? Freunde, was ist los mit euch? Sandalen. Ich hasse aber Keiner die, tragt die. Also du treibst ein paar Kamele durch die Sahara, dann hast du Sandalen noch, ja. ich hasse auch die Deutschen, die Dingen, sie ziehen sich gut an. Das sind so die Mittelständler, die im Monat so 5.000 netto verdienen über einen kurzen Zeitraum und sie dann einen Porsche Cayenne leasen für Ja. 400 Euro im Monat. Und das sind die Leute, die haben einfach weiße Polos so und die stecken sie in einer viel zu kurze, eigentlich wie in meinem, wie in dem Ding, was wir letztens traten, stecken sie in einer viel zu kurzen Golferhosen, Ja. haben noch eine freche Brüne, eine freche Sonnenbrüne und denken so, okay, wow. Ja. Ja, aber die kurze, das ist ganz wichtig, die kurze Hosen ist zu 90% entweder blau oder so ein Aprikot. Oder dieses so ein komisches helles Rot, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ich kann die Farbe nicht definieren. Da weißt du, die sind sage ich, auf Mission, Ja. auf Ich Modemission. möchte noch einmal dazu sagen, ich ziehe mich nicht gut an. Aber Nein, ich ziehe ich mich weiß so ja. an, dass die Leute wissen, ich bin keiner von euch. Ja. Das ist mir wichtig. Das ist vielleicht so eine kleine Routine sein oder so ein kleiner Skill-Workshop, dass du sagst, du versuchst das darüber zu machen, du versuchst die gut zu kleiden und denkst dabei, okay, wie kleide ich mich gut? Indem, dass ich mich von den anderen Deutschen absetze. Ja. Ja, das ist scheißegal, aber Hauptsache nicht so ausschauen wie die anderen. Ja. Aber halt auch nicht, sage ich mal, einen Absprung verpassen und sie anziehen wie ein Berliner. Das geht auch ganz und gar nicht. Also so, Ballonhosenmäßig. oh ja, ich weiß nicht, halt so. Alternativ. So alle Leute, mit denen unser Producer wahrscheinlich abhängt. Ja, es gibt so ein paar Kleidungstypen, so, die wo dann, ja, einfach so, es gibt halt so diese Tracking-Sportklamotten-Fraktion. Ja. Dann gibt es so diese, Die Leute haben immer viel zu lange Haxen. ja, Das sind immer Typen, die haben viel zu lange Haxen. Ja. Und du erkennst den Unterschied zwischen Wadel und Oberschenkel nicht. ja, und er Entschuldigung. hat beim Essen, wenn er auf die Nachtschicht zum Essen geht und er ist, sagen wir mal, hey, schönes Hemd da, Ja, freilich. schöne Hosen, Ja. Salomon-Schuhe. Safe. Was ist los mit dir, 1000%. Bruder? Ja, du weißt nicht, ob er danach vielleicht noch bei Strava irgendein schon, 8 Kilometer Hike machen will. Und wenn es Und nicht die auf, buntesten Salomon-Schuhe, nicht die schwarzen. if it's not on Strava, it didn't happen. ja, ich sag's dir, was ist. Ja. Naja. Ja, dann eben noch diese Hippie-Fraktion, die wo halt so Ballonhosen anziehen und so oft so, dass die eine Hemdseite ist schwarz, die andere ist so gefleckt und das Brusttaschen ist ein Zebramuster Ja, und sowas. Und dann noch so eine Kappe, wo oben keine Spannung hat, so ein Dead Cap, quasi nur so ein gerader Schirm natürlich. Steht irgendwas Lustiges drauf noch. Ja, irgend so da eine sind die Palme oder ein Surfbrettel, irgendwie sowas. Ja, hang loose einfach. Ja, ich muss gestehen, dass die badische Fraktion halt auch sehr schlimm. Also, ich möchte mir jetzt nicht drüber lustig machen, aber ich meine, der bayerische Dad, sage ich mal, definiert sich schon hart über Sprüche-Shirts oder Sprüche-Caps. Und ja, ich möchte nicht so negativ drüber reden. Ich weiß nicht, ob jemand von denen uns irgendwann mal sponsert. Ja. Und dann finde ich es wieder voll cool. Wow. Aber Trag es wirklich, mit stolz geschwellter Brust. es sind halt wirklich, also die Leute, von denen du weißt, haben selber in ihrem Leben noch nie was Lustiges gesagt. Ja. Die tragen dann so eine Sprüche-Shirt und denken, sie sind Paradiesvögel. Ja. Aber gut. Was macht ihr im Urlaub, was richtig Deutsches? Mal Steier. Ja, ich habe eigentlich meine Unterlagen auch stets bei Ja. mir. Jetzt Aber ist alles digital. ab und zu. Ja.
Ja, also was haben wir letztes Mal schon gesagt, dass ich schon so eine kleine Bauaufsicht bin im Hotelzimmer, Ja, stimmt. obwohl ich handwerklich nichts drauf habe. Das ist so das, und dann eben ins Hotel rein und denke, oh, was ist denn das verfurcht? Ja, leck mich am Arsch. Da hätte man sich schon ein bisschen. Schon hebe am Schraubenzieher, aber so, dass das spitze Ende auf mich zu. Ja. Ja, das ist, glaube ich, so das Deutscheste an mir. Ja. Und Sauberkeit auch, obwohl ich jetzt auch nicht der Beste im Putzen bin, hasse ich es, wenn mein Hotelzimmer, wenn da noch Haare von anderen sind oder so, oder wenn da noch Staub liegt. Was mich schon auch sehr nervt, ist, wenn sie nicht an Öffnungszeiten gehalten. Ja. Da bin ich dann schon. Also, ich bin keiner, der um 10 vor 6, 7 vor dem Restaurant steht. Aber wenn online da steht, die haben offen. Ja. Und ich meine jetzt nicht Google, sondern wirklich auf der Homepage. Ja. Und vor Ort vielleicht sogar noch an der Tür und dann haben sie nicht offen. Da werde ich zu rasenden Witz. Ja. Da ist der Zentralrat der Deutschen empört, muss ich sagen. Und es ist, ich weiß nicht, ob es Deutsch ist oder nicht Deutsch. Ich glaube, es ist so 50, ich glaube, da teilt die Welt 50-50. Ich hasse wie die Pest Animation am Pool. Das ist das Schlimmste auf der Welt. Ich bin noch 10 Jahre, dann bin ich sowas von dabei bei der Wassergymnastik, aber aktuell hasse ich allgemein jegliche Form von Animateuren. Das ist einfach nur, das sind für mich Prostituierte. Die versuchen, die Leute gute Laune auf Gewalt zu machen. Ja. Hasse ich komplett. Und ich glaube, sie auch. Keiner macht das gern. Es gibt die Momente, wenn halt die Leute, also wenn ich dann da liege und dann versuchen die mich zu animieren. Und die sagen so, Bruder, ich war gerade was wegpennt, da animierst du nie wieder jemanden. Ja, ich lieg grad auf dem Bauch und schau doch mal so nach Brüllen, gerade der jungen Dame, die wahrscheinlich gerade 18 war, ist schon die ganze Zeit so, deswegen liege ich auf dem Bauch, weil ich einen Mordständer, aber du quasselst mir dann jetzt bitte nicht da. Oder? Nein. Ja. Und ich will nicht animiert werden. Nein. Sind euch andere Deutsche unangenehm und habt ihr deshalb schon mal so getan, als wärt ihr nicht Deutsch? Also du schon, das weiß ich. Ich sage ständig, dass ich kein Deutscher bin. Ja. Ah, okay. Echt? Ich sage immer, dass ich aus Bavaria bin und dann fragen sie meistens nicht nach. Ach so, okay. Ach so war das gemeint. Es hat doch mal bei dir eine Situation gegeben, wo du... gesagt, dass ich aus Österreich bin. Nein, wo Deutsche da waren und du extra nicht Deutsch geredet hast, damit sie ja nicht merken. Ja. Und ja, wir sind andere Deutsche. Ich hasse es, wenn ich im Ausland bin, also speziell in USA oder irgendwas auch Exotischeres. Und da, wenn ich andere Deutsche sehe, das ist nicht so, dass ich denke, cool, Deutsche, dann denke ich, fuck. Ja. Hasse. Ja, passt, oder? Hast du noch was zum Sagen zu dem Thema? Nein, aber da ist es auch was, wo Dialekt verbindet. Wenn ich höre, dass jemand aus Österreich oder Bayern ist, dann denke ich mir, okay, give it a try. Also nicht immer, je nachdem, also wenn ich jetzt im Urlaub bin mit euch und so und dann höre jemand Bayerisch reden und dann sage ich, jetzt aus Bayern. Aber man muss auch dazu sagen, wir Bayern, wir wissen ja, wie der Hase läuft. Dann sage ich, hey, bist du aus Bayern? Ja, was macht ihr noch Bier auf? Na, ja, cool, okay, super. Servus, wir sehen uns. Und so dreist, der quatscht dann wieder ein Ohr, bis der zum Punkt kommt. Dabei habe ich meinen Zug verpasst und einen Rückflug an. Das sind alles Typen wie der, über dem du gewohnt hast. Ja, genau, ja. Der war nicht mein Preis leider, aber... War er schon. Ja. Er hat vielleicht bayerisch geredet, aber das war sehr drin war der Preis, so. Ja. Los Brutales Favorites, die schlechtesten Biere, die ihr je getrunken habt. Das ist die schlechtesten Biere? Cerveza. Also für mich ist das, also die Charge von dem Mühlbräu oder was das war, wo wir im LA Calm getrunken haben, war sehr weit oben. Ja, ich habe mal als Simpsons-Fan damals ein Duff-Bier gekauft. Ja. Das hat einfach nur nach Blech geschmeckt. Das war schlimm. Ich habe mal ein Rauchbier getrunken, das war komplett zum Kotzen. Aber weiß ich die Marken nicht mehr. Schleen. Schleen-Rauchbier vielleicht. Ja, es wäre halt so ein Whisky, so torfig. Fein. Das war richtig reidig. Ja, in Irland habe ich schon ein paar. Irland hat also Guinness hasse ja wie die Pest, muss ich sagen. Ja. Mag ich überhaupt gar nicht. Ich verstehe gar nicht, wie was im ersten Moment echt okay schmecken kann. Aber ich glaube, es ist für mich als Kaffeetrinker vielleicht noch ein bisschen leichter, weil das geht so, ich finde, Guinness geht so ein bisschen in die Kaffee-Richtung. Ja, deswegen hasse ich es so, glaube ich. Der erste Schluck, geil. Danach denke ich mir noch, vor allem die haben ja Imperium drauf. Ja, diese Arschlöcher machen ja riesen Ding draus. Ich meine, die haben in ihren Dosen so einen Ball drin, damit der den Schaum, fast schon perfekten Schaum, das hat 0% Kohlensäure, das Zeug. Ja. Also, no offense. Nein. Da Props an die Iren, dass die trotzdem so viel Bier saufen können mit einer Ja, gut, die hat ja alles nur 3,8% oder so, habe ich letztens gesehen. Also, da kann das mal nicht. Also, stell dir mal vor,
Temple Street mit Boris, mit Augustina zum Beispiel oder Schönrammer. Das wäre der Wahnsinn. Vor allem humane Preise, nicht 8 Euro fürs Bier oder 9 Euro. Sondern mal noch schön entwickeln. Ja, lass dann 5er sein. Ja. 5er ist schon völlig in Ordnung, weil dann rechne ich einfach, okay, 50 Euro für Bier. Ja. Ein bisschen Tipp, ein bisschen Strafe, weil der Kellnerin. Es geschubst habe. Ja, stimmt, ja, es langsam gegangen ist. Ja. Aber 9 Euro, nein. Nein. Bei aller Liebe. Da lieber für Budweiser $7 für einen 33er. Sonst im Ausland gibt es schon auch viel reidige Biere, muss Ja. man einfach sagen. Aber ich trinke es halt gern, weil es im Ausland ist. Also du darfst es halt einfach nicht als Bier wahrnehmen, Ja, sondern manche Dinge meide. als bierhaltiges Getränk. Ja, sowas wie Budweiser und keine Ahnung und Alter, Tiger. machen wir und uns doch nichts vor. es ist alles Das trinkbar. Thailand-Bier war schon heftig. Das war schon sehr reidig. Da haben wir uns ja dann. Also ich finde, Thailand-Bier, also wenn das jetzt die Flaschen ist, bis da okay. Ja. Und dann weiß ich nicht, was die machen. Das schmeckt einfach dann nur nach Bremsenreiniger zum Teil. Wenn du jetzt. Ja, ich trinke Bremsenreiniger. Na und? Ab und zu, wenn es mal pressiert. Wenn der Papa wieder einen Flattermann hat. Ja, wenn es schon schnell gehen muss, ja. Das ist ein kleiner Kickstart. Ja. Wenn du alle Ziele, die wir jetzt gemeinsam schon waren, Ja. urlaubstechnisch, kannst jetzt entscheiden, wo fahren wir nächste Woche hin, was du jetzt nehmen. Wo wir schon waren. Ja. Boah, Also muss nicht sein, dass ich dabei war, aber Ja. du schon Boys Trips gehabt Boys Trip. hast. Ja, also. Warst schon wieder USA-reif wahrscheinlich, ja, oder? schon, ja. Ja, also das ist klar, aber ich meine, musst du natürlich entscheiden. Wir waren jetzt doch schon ein bisschen unterwegs. Ja, wir waren schon vorhin in die USA. Ich glaube, ja, Thailand. Ja, die zwei, da hat's. Ich habe jetzt auch Thailand einmal im Kopf gehabt, ein bisschen. Ich finde halt in Thailand feiert es halt, weil es halt noch, also schon im Verhältnis zu den USA günstiger ist. Es ist halt nochmal was anderes irgendwie. Also, ja. Es ist irgendwie noch abenteuermäßiger, finde ich, weil ich noch ein bisschen hängen geblieben. USA hat halt einen Vibe einfach. Und es gibt ja noch so viel zum Singen in dem Land. Und da auch noch Kanada geben oder so oder Alaska. In Deutschland habe ich schon alles gesehen. Ja. Da gibt es für mich nichts mehr zu Ja. machen. Ich war in Bayern, ich war in Berlin, ich war in Hamburg, ich war Köln. an der Ost- und an der Nordsee, ich war in Köln, ich war in Düsseldorf. Ciao, gelangt. Ja. Und noch in ein paar andere Städte, die wo ich keine Sau kenne, so wie Mannheim. Düsseldorf, was machst du in Düsseldorf? Ich habe mein Ding gehabt, mal so einen Kurs. Ah, war das da in Ja. Düsseldorf? Echt geil. Na, Stark. 5 Fragen an Las Pedales. ja, Was hättest du gerne, kaufst es aber nicht? Also was Bezahlbares, denke ich mal. was Bezahlbares. Mustang. Ja. Ich habe gerade irgendwie ein Faible für Schrottautos. Irgendwie. Aber denke mal halt jetzt, wenn ich mir zum Beispiel, ich habe da den Audi halt geschickt, wenn ich mir den kaufe, wo stehe ich denn im Winter hin? Da halt neben unsere anderen Stadtkarten. Ja, sonst, ja, da, was ich so ein bisschen gern hätte, aber mir noch nicht gekauft habe, ist eine neue PlayStation 5. Ich Da hab ich mal warte kurz- die 6 ab. Ja, Das überspringe ich jetzt einfach. Was? Ja, bei mir hat tatsächlich ein Gaming-Laptop. ja oder Gaming-Laptop. Ja. Nicht PC, weil ich habe keinen Bock, das überall mitzuschleppen. Habe ich letztes Mal auch ein bisschen geschaut, weil mir gedacht habe, für Streamen vielleicht einmal. Ich habe Ich hasse halt Windows, das ist jetzt so ein Absturz. Ich Im möchte es eigentlich nicht so schlecht drehen, Ja. weil ich ja damit groß geworden bin und Ja. ich da wirklich reingefuchst habe. Aber ich hasse inzwischen auch richtig, muss ich sagen. Also ich kenne mich halt jetzt auch. Klar, ist viel angenehmer zum Bedienen. Viel, Super, das ist viel ein einfacher. perfektes Ding. Ja. Das ist das Einzige, was ich an Apple richtig hasse, dass ich nicht einfach dieses scheiß Handy anstecken kann, eine Klick und mir die scheiß Fotos Das rüberziehen machen sie kann. einfach. Das ist, Ja, das ist eine reine Provokation. Ja. Sie wollen nicht so perfekt Ja. sein. Denken wir, ja, ich wollte ein schönes Handy und ich wollte ein Interface für Dumme. Ja, Ihr könnt nur eines haben. Ja. Ja, aber ein Gaming-Laptop, ja. ja. Wann wart ihr das letzte Mal so richtig besoffen? Ja, gut. Nein, so richtig. Wann war es so richtig? Ja, auf Malle, da war ich todesstrack, 2 Tage, richtig komplett todesvoll. Also Endlevel. So, ich weiß Also- nicht, wie ich heimkomme voll. Das bin ich eigentlich nie, aber das letzte Mal war bei mir, als wir auf dem Geburtstag gespielt haben. Vom Mike. Ah ja, da, ja. Da war ich jenseits von Gut und Böse. Ja, Da habe ich gar nicht mehr gecheckt, wo wir wann, wie heimgekommen. ja. Kein Plan. Aber ich hab's, also war ein bisschen übertrieben, bin in einer Lore gegangen. Ja. Also das ist Weiß schon nicht, wie sie schon- gekriegt hat.
Ich habe mich fast eingeschifft, weil da einer mein Hotelzimmer nicht aufgemacht hat. Au. Und dann bin ich da ewig lang rum und dann habe ich nicht mehr gecheckt, was Scheißhaus ist. Und dann bin ich einfach raus und bin an einer Mülltonne gepisst. War richtig knapp. Kein schönes Gefühl. Nein, das war ein Segen. Ja. Letztens bin ich die Treppe mehr hochgegangen und ich weiß nicht warum, also letztens als gestern, ich habe mir ja fast voll geschifft. Ich weiß nicht, ob es so lange. Jetzt haben wir in die Leute. Ja, das war es. Ganz immer heute. Das hat richtig weh, da. Ja. Ich war schon 20 Minuten nicht mehr pissen. Ja. Wieso ist Bier außerhalb von Bayern so scheiße? Weiß ich ja nicht. Ans Reinheitsgebot halten Das wahrscheinlich. ist einfach Trottel, seine eine Erfahrung. Und ich glaube, sie wollen einfach kein gutes Bier machen. Sie reden sie dann raus und sagen, ja. Und dann kommen sie mit einer Scheiße, wir machen einen super Pilz, einen Scheißdreck macht ja, einen Bier super schmeckt Pilz. so süß. Ach, halt, Ja, komm. stimmt, ja. Ja, schon. Ja, Das ist ja wie das bayerische Bier, ist ja wie Wasser. Fick dich da rein. Einfach nur. Ja, gell, auch zu den Österreichern und sagt, ein Schnitzel ist zu perfekt. Ja, stimmt. Ja. Nein, Das ich ist mag mir es zu lieber. crunchy, ja. Und so zart innen drin. Ja, nein, das ist. Ja, da müssen wir uns besser. nicht. Nein. Also jeder, der da was gegen das bayerische Bier sagt, sage ich mal, macht sich einfach nur lächerlich. Und jeder, oder sagen wir mal so, jeder, der behauptet, dass sein Bier irgendwo was weißt du nie, von oben, links, rechts, unten. Ja. Wir Bayern, wir bieten uns auf viele Sachen was ein. Und da bin ich offen zu diskutieren. Ja. Aber beim Bier gibt es keine Diskussion. Das ist einfach weltweit das beste Bier, was es gibt. Dafür darf ich mir erschlagen. Ja, auf jeden Hätte ich Fall. kein Problem. Ja. Sag ich, was hast du? Was hast du das bayerische Und da Bier? fahren so manche kleine Brauereien, fährt da so ein Riesenkonzern, so ein Heineken gegen die Wand mit seiner Ekelblöde. Aber ganz locker. Ja, schon. Da müssen sie nicht einmal. Schon Heineken ist so wie Mario Barth. So, das ist einfach für die dummen Leute. Ja, das stimmt. Aber sau erfolgreich, sehr groß, aber du warst auf einer Live-Show. Ja, da war mein Gehirn noch nicht fertig entwickelt. Okay. Das war vor 25. Dann passt's. Ja, und ich habe Scheiße gefunden. Also eine Geschichte, weil einer hat er verzeiht, dass er eine Taube beobachtet hat und das war die Don-Taube. Und das war das Einzige, was nicht über Frauen war. Und über, Die Don-Taube. also es war eine Mafia-Taube. Das okay. war, Ja, sobald man halt Tiere mit reinbringt, das schon wieder Tiere lustiger. vermenschlichen, ich bepisse Wahnsinn, mich, ja. meine Frau und ich Witze, Bro, ich bin Raus. 23, Ja. quatsch mir nicht voll mit deiner Boomer-Scheiße. Ja. Aber geile Shirts. Geile Shirts. Ich gender nicht. Wow. Vielleicht einmal für das ganze Team abstellen. Ja, Wir haben eine kleine Überraschung. ja. Boah, das war halt auch gut für dieses T-Shirt-Spiel oder Ja, Oberteilspiel. ja. Der Typ ist halt, also da steckt ja ein Team dahinter. Und das ja. ist das, was die geschafft Ja gut, haben. es funktioniert halt. Also safe Ja, kaufen aber du das voll. kannst so den Spruch wenigstens dann schön designen. Das schaut aus. Ja. Ja. Minimalismus. Ja. Ich habe vorher eine Eingebung gehabt. Wir sind ja am Tag der Betriebe Ja, Sir. und danach beim Inferno-Konzert. Ja, Sir. Jetzt haben wir eine heftige Gap dazwischen. Und ich habe geschaut, wann wir dieses Jahr noch die Möglichkeit hätten, ich habe auch unter der Woche vor allem geschaut, entspannt Schlauchboot zu fahren. Und jetzt pass auf. Stell dir vor, wir sind am Freitag am Tag der Betriebe, Ja. saufen, stehen am nächsten Tag irgendwann 9, 10 hier auf, schauen, dass wir jemanden finden, der uns am Silvenstraße fährt. Ja. Und dann fahren wir mit dem Schlauchboot, mit dem Saufboot auf komplett entspannt bis nach Lengries Ja. und machen uns da richtig schön warm für Inferno, sodass wir gar nichts mehr mitkriegen vom Konzert. Ja, oder Das ja? ist was Neues für mich. Ja, stimmt. Ja, ja gut, du wirst halt wieder die Platten. Das Gute ist, wir müssen eigentlich kannst du deine Händel merken sparen, weil du bist im Backstage-Bereich. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich hoffe, dass der Franz da eine süße Türsteher dabei hat. Das war für mich ein paar coole Türsteher. Das war letztes Jahr, oder? Ja, das war letztes Jahr. Das war alles letztes Jahr. Also vorletztes Jahr war das, wo der Andi dabei war. Also du warst letztes Jahr auch im Backstage-Bereich. Oder verwechselt? Nein, du warst, also es stimmt wie lange. Also, ich war diesmal im Backstage-Bereich, ja, aber da habe ich nichts gegessen. okay, Sondern ich habe nur am aber dann war das vor 2 Jahren, wo wir eben. Ja. Stimmt, der hat uns gesagt, ja, wir können kurz So lange vorbeischauen. können wir uns schon jetzt. Ja, das war, wo wir auf der Brasswiesen gespielt haben, haben wir uns kennengelernt. Ja. Mit Mike, Shoutout, Bronzos Mafia. Auf jeden Fall hätte ich das jetzt schon mal in den Raum geworfen. Kannst du noch überlegen? Ja, Ich glaube, das war gut. ja. Was war der ungewöhnlichste Sauftagabend, den ihr je gemeinsam hattet? Komischer Ort, komischer Grund oder sehr spontan? Ja, also immer wieder Kenia, glaube ich. Das ist Kenia das hat einfach Schlimmste. das Strangeste, wo Ja, wir je gesoffen haben. ja. Wo wir auch schon, aber gut,
Das war ja, als wir in dem Theater am Degernsee waren und auf einmal in diesem Wohnzimmer geguckt sind, Ja. was eigentlich. Die haben es anscheinend jetzt schon ein paar Mal überfallen, die arme Frau. Oh, Macht echt? mir richtig sauer, ja. Das ist echt fies. Ja. Das war auch sehr eigenartig, weil Ja. ich habe das Bier aus dem Wohnzimmer geholt. Das ist eigentlich ein Geschäft. Ja, weiß ich. Ja, Also aber eigentlich das so eine ist ja- Atelierart, ja. aber Keine Ahnung, das was war schon ein ist, sehr eigenartiger. ja. Dann sind wir nach dem Auftritt mal um 5 Uhr in der Früh einfach in In der einem Küche. Hüttel guckt, also in der Küche. In der Küche geguckt von, da habe ich noch ein Beutel vom Huber voll, Ah, ja. wo er Zeitung liest. Ja, fuck, scheiße, wo war denn das? Ja. Und dann sind ja die Eltern aufgestanden, ich glaube, weil es Lehrer sind oder sowas. Ja, Und aber warum sind waren wir da? Weil einer der Veranstalter, das war von. Ah ja, stimmt, das war auf dem Weg die zu Ver- unserem Zimmer, glaube ich. Genau, gell, und dann irgendwie habe ich so, gesagt, gehört noch Fälle, und dann sind wir da drin geguckt und es Ja. war halt einfach hell. ja. Dann habe ich noch nach Dachau, der Typ, der uns alle zu sich heim eingeladen hat. Ja. Und dann waren wir auf einmal zu 20. in seiner 3 Quadratmeter Wohnung. Ja. Und seine Frau war einfach nur wahnsinnig pisst, dass wir da drin waren. Und er hat dann Wein eingeschenkt, da waren wir dann Ja. Das war mit Labras Banda, gell? Ja. auch. Wir alle mit den Kutten unterwegs und da drin. Ja. Hat schon so ein paar Momente gegeben. Ja. Ja, gut, Nashville, wo wir dann gespielt haben, das war schon auch richtig hängen geblieben. Also, wo da. Also was halt so asozial ist, ich meine, also was ich mir gerade nicht erklären kann, ist, ich meine, da hat ja auch eine Band gespielt. Wir haben die Band darum gebeten, ob wir jetzt spielen dürfen, Ja, oder? Oder aber haben wir die waren aufgehört? nein, das war so, das war diese 2-Mann-Band oder 3-Mann-Band, was da war, und wir waren die einzigen, die oben waren. Ja. Es war niemand sonst da. Ja, das weiß ich. Ja. Und dann haben wir gefragt, ja, ob wir auch mal schnell spielen dürfen, und haben gesagt, ja, klar. Also die Aufnahme, das war unglaublich. Ja, das war so Das schlecht. war wirklich, also damit Leck mich kann am man, Arsch. glaube ich, am Beni seine Karriere komplett zerstören. Weil ich sag's nach wie vor, er ist ja ein unfassbar guter Gitarrist und Ja. Musiker. Und der ist ja gewohnt, der damals schon gewohnt war, besoffen zum Spielen, aber es hat nichts mehr funktioniert. Nein, aber bei keinem von uns. Na, der Lotus auch komplett Offbeat, jeder sein eigenes Ding gemacht. Das war so. Also probieren wir es nochmal am Anfang, Mann. Stimmt. Probieren wir nochmal Power. Nochmal das war, also wow. Ja, da war insgesamt bei den Roadtrips waren es schon insgesamt ein paar behinderte Sufttage dabei. Ich überlege gerade, ob man nochmal irgendwo bei jemandem Fremden. Also oft safe, aber Ja, so jetzt auf Anhieb. Ja. ja. Wer in Deutschland ist definitiv ein Echsenmensch? Söder, Merz, Campino, Campino safe. Das passt. Sophia Tomala, glaube ich noch. Ja. Ganz Ihr Mutter auch. Nein. Sophia. Sophia Tomala. Schau, wir kennen deine Songs. Ja, Brauchst jetzt nicht so aufregen. nein. Lad uns lieber mal in den Podcast ein. Ja. Hat er einen Podcast? Ja. Hallo, Ich glaube, ich weiß jetzt, ob er nicht, nein, mit irgendeinem anderen. Hast du den eine Zeit lang angehört? Ja, Und wie war das? ging nicht. Aber siehst du mal, was für ein loyaler Typ du bist. Ich habe mir lange die Flair-Interviews angeschaut, weil wir schon unterhalten haben. Aber irgendwann ist es nicht mehr tragbar. Also da muss ich mich dann entscheiden, höre ich mir das weiter an oder noch die alten Little. Und Ja. da entscheide ich mich dann lieber für die alten Little. Ja. Und dann ist es einfach so fernab von jeder. Das ist so ein bisschen wie, wo ich letztes Mal gesagt habe, wo der eine Typ die ganze Zeit seine Arbeitsstellen verloren hat und gesagt hat, dass immer die anderen schuld sind. Ach so, ja. Ja, so irgendwann bist halt nicht, irgendwann sind nicht mehr die anderen schuld. Nein, das Irgendwann ist- bist das einfach du. Irgendwann bist du das Problem. Es kann sein, dass es an dir liegt. Dann, Ja. Okay, dann kommen wir auch schon zum Ende. Was steht die Woche noch an? Also wir haben am Freitag dann, also vorgestern haben wir Höberding. Herberding, wie der Mike gesagt hat, gespielt. Mit den Glubers und mit Lenze und die Burm. Ausverkauft. Ja. Nochmal Props an die Veranstalter für die stärkste Promo, die ich glaube ich jemals Ja. gesehen habe bei einem Zeitfest, sage ich mal. Ja. Also richtig heftig. Und natürlich auch Props für die Auswahl der Künstler, das habt ihr gut gemacht. Sam Richtig Sapper, ja. stark. Ansonsten sind wir noch auf einer Hochzeit, Ja. also direkt am Tag danach. Das bedeutet, wenn wir mit dem brutal aufgewärmten hinschauen, Ja. das wird Da super. haben wir eine relativ lange Gap. Wenn wir Schlauchboot fahren, oder? Einfach auf dem Chiemsee. Ja klar, warum nicht? Kermsee. Chiemsee, ja. Ja. Und ja, ansonsten, gell, war's das von meiner Ja, Seite. von meiner Dann wünsche ich euch schon mal eine wunderschöne nächste Woche.
Und die letzten Worte hat wie immer der Harry Harry. Danke.